Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge zu Planet. Herzlich willkommen und schön seid ihr wieder mit dabei in unserem wunderbaren Zoo. Das ist mein zweiter Anlauf. Ich habe nämlich vorhin die Aufnahme abgebrochen, weil ich Tierpfleger heute geschrieben habe. Da kommt ein P drin vor und P ist bei mir der Knopf für die Aufnahme abzustellen. Ja, war nicht so intelligent, ne? Ich hoffe jetzt einfach, das passiert mir nicht noch einmal, sonst muss ich das umstellen. Genau. Wir sind wieder back in unserem wunderschönen Zoo und dementsprechend habt ihr jetzt verpasst, ich habe noch heute die Einstellung geändert bei den Finanzen, dass wir die Grundeinstellung hätten, die das Spiel eigentlich vorgibt im Sandbox-Modus, also 10'000. Und ich habe noch einen Tierpfleger heute hergestellt, und zwar hier, weil wir das eigentlich noch haben müssen. Jetzt einfach probieren, kein P mehr zu schreiben. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie. Auf jeden Fall, schön seid ihr wieder mit dabei. Und ja, let's go. Jetzt ging es eigentlich darum, mal unser erstes Keg zu bauen, beziehungsweise jetzt schauen wir mal in die Tierhandel rein, wie das so aussieht. Mit was fangen wir an? Was machen wir als erstes? Weil, vielleicht nochmal schnell weg. Ich würde als erstes hier so irgendetwas Kleineres rein tun. Also kleiner, einfach so in dieser Grösse ins Keg. Und das ist jetzt die Frage, was wir dort her tun. So die ganz krassen Tiere noch nie, ich würde irgendetwas Kleines. Ein Warzenschwein. Ein Warzenschweinchen her tun. Ja, so keine Ahnung. Können wir das irgendwie, oder Pfauen. Und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich gar nicht den Sandbox-Modus starten, ich wollte eigentlich ein Franchise machen. Aber ich glaube, für das Let's Play ist es eigentlich cooler, wenn wir alles schon freigeschaltet haben und uns ein bisschen austoben können. Anstatt dass wir das Franchise-mässig machen. Ich schaue, vielleicht tun wir dann mal noch wechseln und neu anfangen. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, weil ihr findet, es wäre cooler, wenn wir es so mit Franchise machen. Aber jetzt für den Anfang, für wieder ein bisschen reinzukommen, ist das, glaube ich, ganz cool. Das sind alles so Riesenviecher. Kann ich nicht irgendwie nach einem Tier suchen? Hier, okay. Was wollen wir ganz am Anfang? Königstiger. Irgendetwas kleines, herziges. Am Anfang sind doch immer Warzenschweine. Komm, wir gehen mit den Warzenschweinen. Und dann würde ich sagen, brauchen wir ein Männchen und ein Weibchen. Wie sind die da? Die sind auch noch gut von den Stats her. Das hat sogar eine Auszeichnung. Das Weibchen. Ja gut, komm. Was ist das? Aha, genau. Es gibt nämlich die Arterhaltungspunkte, und wenn man ein Tier züchtet, also Junge hat und die wieder in die Wildnis freilässt, bekommt man die Arterhaltungspunkte. Mit diesen Punkten kannst du dann wieder neue holen. Wenn du jetzt mit Geld ein Tier kaufst, bekommst du keine Arterhaltungspunkte, wenn du die wieder freilässt. Da wir aber im Sandbox-Modus sind und die Arterhaltungspunkte noch unbegrenzt haben, spielt das eigentlich nicht so eine Rolle. Dann können wir das hier einfach mal gönnen. Ich tue nochmal schnell die Liste aktualisieren. Das passiert nichts. Okay. Dann nehmen wir doch die mal auf. Wartet im Handelszentrum und das auch. Wartet im Handelszentrum. Okay. Und dann würde ich sagen, bauen wir doch einfach mal ein Keg. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Warzenschwein. Okay, das kommt dann raus so. Aber zuerst müssen wir, glaube ich, noch Barrieren bauen. He? Genau. Jetzt, was ich ganz cool fand, ist, was vordurch Glasscheiben wären. Aber mit Einwegspiegel. Das ist noch geil, dann werden die nicht so gestresst, oder? Also,
wie komme ich wieder runter? Egal. Weißt du, wenn wir so vordurch eine Wange mit Glas machen. Gut, ich weiß nicht, wie fest dass sich die wahren Schweine stressen von Glasscheiben. Habe ich da eigentlich auch Winkelhausrichtung 30 Grad. Kann ich da auf 90 setzen? Rastermässig kann ich hier nicht. He? Wellenform. Oben flach und unten anpassbar. Jetzt schauen wir mal, ich meine, ich glaube, das Warzenschwein wirklich kommt, oder? So, machen wir doch mal hier an. Haben wir jetzt 90 Grad Winkel? Irgendwie nicht, he? Ich will das so ein bisschen, weißt du, dass das so ein bisschen gerade und schön und symmetrisch ist. Dann. Oh, das ist aber gut. Ja, zwar. Ja, aber schau jetzt, wenn jetzt der so baue, ist er dann nicht gerade. Und es ist nicht irgendwie, dass das automatisch. Das ist dann erst beim nächsten Stück. Warte jetzt mal. Das heißt, wenn ich es so mache, einfach mal anfangen. So. Ja, so ungefähr. Ah, da kann ich dann. Okay, da kann ich nur so. Okay. Dann muss einfach der Anfang muss gerade sein. Und dann soll es passen. Ich weiß halt nicht, wie viel Auslauf das die brauchen. Kann ich noch ein bisschen anpassen. Nein, nicht der Winkel. So. So. Nein, shit, eigentlich möchte ich das da nachher. Nein. So. Genau. Und eigentlich möchte ich jetzt hindurch einfach eine normale Betonmauer. Hecke, was haben wir da? Glas oder Holzstämme. Rote Ziegel, das könnte auch noch cool aussehen. Blockiert, Mist. Mist, okay, wir haben schon unser erstes Issue. Wenn wir den können wir so ein bisschen verschieben. Ist es noch gerade? Ist immer noch blockiert. Warum? Hä? Warum ist es blockiert? Und hier. Aha. Das geht nicht. Nochmal ruhig. Tafel zu kurz. Also warte jetzt mal. Hör mal auf. Jetzt wird das Stück hier. Das ist das die Höhe hier. Und da können wir so ein bisschen dran ziehen. Das ist aber schon noch geil gemacht. Ja, aber was blockiert denn? Okay, jetzt geht's. Dann erst noch checken, ob das noch gerade ist. Nicht mal, vielleicht ist das noch gerade. Ja. Ja.
jetzt einfach den ein bisschen anpassen. So, irgendwie ein Mühe noch so. Der da. Hast du mal? Ja, komm, das ist okay. Oder können wir jetzt einfach sogar noch ein bisschen da rausziehen? Dann können wir das Ganze ein bisschen cheaten. Okay. Voilà. Es blockiert. Hä? What? Okay. So. Dann haben wir doch den Platz ideal ausgenutzt. Und es ist einigermaßen gerade. Ich glaube, mit dem kann ich leben. So. Nachher, was wir unbedingt brauchen, ist ein Keg-Eingang. Und dann würde ich so nach wie möglich. Warum verschiebt es jetzt dort die Ecke wieder, wenn ich das. Aha. Das baut man dann dort alles um, oder wie? Ist immer noch nicht gerade hier. Aber was wir jetzt hier die Ecke wieder rausgezogen. Also ich glaube, ich muss aufhören mit Perfektionismus, sonst in diesem Spiel kannst du verblöden. Also, sind die Scheiben der richtige Weg? Mal von innen siehst du nicht raus, aber von außen siehst du rein. Nice, okay. Jetzt, was brauchen die Viecher also so? Gehege, Warzenschwein. Save mal irgendwie einen Rückzugsort. Oder weißt du, am besten lassen wir die Tiere mal sinken. Mein Geld, obwohl sie Pause gedrückt haben? Nicht, oder? Ah nein, logisch, weil ich Zeug ausgeben und Sachen kaufen. Ja, bravo Timo. Am besten gehen wir mal, nein, nicht in Tierhandel, sondern in unser Tierpraxis, Mitarbeiterraum. Eigentlich schon Mitarbeiter, oder wie funktioniert jetzt das? Trading Center. Da muss ich glaube nicht so drauf, sondern Tieraufbewahrung. Genau, die zwei Tiere. Warum ist das aus? Ah, kann ich freigelassen werden. Okay. Und so senden. Sag ich mal, tu das daher. Und das zweite tust du mir auch daher. Genau, und jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Mitarbeiter anstelle oder ob die von alleine kommen. Ich weiß auch nicht, ob unser Zoo überhaupt schon off hat. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Scheinbar nicht. Das heisst, ich muss einfach mal die Übersicht da. Also offen wäre es. Die Zufriedenheit ist 0%. Ticketpreise lassen wir fangen auf $3. Mitarbeiterzufriedenheit ist gut. Aber wo sind denn unsere Mitarbeiter? Ich zuerst irgendwie noch Leute anstellen. Ah, eben, ich wollte sagen, die Zufriedenheit von unseren Mitarbeitern. Aha, mal, wir haben Mitarbeiter in den Läden. Da steht tatsächlich schon jemand drin. Warte, das muss ich mir schnell reinziehen. Geil! Nice! Hallo! Ja, ist ein bisschen langweilig, ich weiss. Aber das ändert sich dann auch. Moin!
Und wo ist der Infostang? Ah, hier. Infostang, fressen, saufen. Nice. Der Jordan, Caitlin und Monika. Wo stellen Leute ein? Hier. Zoopfleger, Tierpfleger, Techniker, Sicherheitsbeamter, Verkäufer, Tierarzt. Jetzt würde ich mal sagen, als erstes brauchen wir sicher mal einen Tierpfleger. Das schmeißen wir mal irgendwo her. Play drücken. Und das machen wir dann alles nach. Ein Tierarzt. Und ich glaube, das ist schon. Nein, Pflege brauchen wir glaube ich auch. Dass man ein bisschen das Kek putzt. Ich glaube, das macht auch er. So, jetzt können wir noch schauen. Oh, unsere ersten Tiere kommen. Unsere ersten Tiere kommen. Oh. Ja, moin. Hey. Hoi. Ach, nice. Und das zweite Tier ist auch da. Hoi. Jetzt kann ich glaube sogar irgendwie Kameramodus. Oh, nice. Hoi. Kann ich mich da auch irgendwie umkreisen? Und wie mache ich das? Ah, so. Ja, moin! Ah, geil. Gut, aber hey, wir gehen jetzt wieder aus dem Kameramodus raus, bevor wir euch beobachten. Sollten wir vielleicht mal das Keg ein bisschen anpassen. Und zwar, wo das Wohl befinden, ist jetzt nämlich nicht so geil für euch. Gelände. So, warum ist das jetzt da? Ich würde das gerne hier, dann bin ich mich echt gewohnt. Aber egal, es geht auch so. Also, nutzbare Landfläche zu Keg ist noch schon zu klein. Musst du mich verarschen. Komm, jetzt ist ein riesen Keg. Aber ja, wenn ihr das so meint, dann passen wir das natürlich ein bisschen an. Barrieren bearbeiten. Ziehen wir das da ein bisschen raus. Das war ja nicht viel, was zu wenig war. Das auch ein bisschen raus. Jetzt müssen wir dann schauen, dass es wieder einigermaßen gerade wird. Und das da ziehen wir auch noch ein bisschen. Das ist hier vorne nicht gerade, aber schon gleich. Ich glaube, von dem müssen wir ganz schnell wieder wegkommen, sonst drehe ich hier in diesem Spiel durch. So, also. Ist noch das jetzt genug gross? Wenn ich da wieder aus dem Baumenü. Okay. Ist noch das jetzt genug gross? 251 Quadratmeter, 300. Dann muss ich vielleicht zuerst noch 280. Ah Mann, immer noch nicht. Easy going. Was mache ich hier? Ah, das hätte ich jetzt ganz können verschieben. Okay. Ja, warte. So. Ja, das ist okay. Was meinst du jetzt dazu? Amine? Muss ich zuerst Play drücken, dass es angepasst wird. Berechnen. Yes. Okay, jetzt sind sie zufrieden. Also es ist mal genug gross. Dann brauchen sie mehr kurzes Gras. Weniger längs Gras. Das bringen wir mal her. Kurzes Gras. Easy genug. Dann Erde. Viel Erde, he?
Ah, das ist schon cool. Okay. Braucht kein Wasser. Also, ein stabiler Rückzugsort. Jetzt geht es in die Richtung. Genau. Rückzugsort Metall. Rückzug. Heizkörper, Metall. Ich weiß halt nicht, wie viel das wir von diesen Dingen haben, weil die Idee wäre natürlich schon, dass sie sich vermehren. Das ist ein riesen Ding, Mann. Yeah, das ist ein riesen Ding. Das ist das kleinste, was es gibt. 8x8. Okay. Ich glaube, für den Anfang sind es ja nur Fang 2, sonst können wir das gerne noch ausbauen. Für den Anfang ist das, glaube ich, ganz gut. Steht das irgendwie... So. Dann würde ich gerne aber hier das hure Gras noch schneiden. So scheiße durchs Holz durchkommt. Da ist noch alles gut. Also stabiler Rückzugsort. Schnell Play drücken. Da ist das. Okay. Das lenkt mir nicht. Ja, schauen wir näher schnell. Dann brauchen sie Safe mal. Jetzt schauen wir mal, was wir da alles haben. Klimaanlage brauchen sie, glaube ich, nicht. Ein Futtertrog, klein, gross, mittel, Futterspender, Fass. Früchtebaum. Da muss so ein Früchtebaum reinstehen. Grosser Futtertrog, aber der Futtertrog würde irgendwo da vorne, dass die Leute ein bisschen beim Fressen zuschauen. Das wäre noch so cool, oder? So her. Blockiert. Blockiert. Der was? Sag doch der was? Spiel. Okay. Der irgendetwas ist hier blockiert. Schlafmöglichkeiten. Extra groß. Können wir den jetzt? Das Zeug da rein? Ja, nice. So ein bisschen Stroh auslegen. Das wäre doch ganz nice, nicht? So, sieht doch bequem aus. Nein, Geschenkbeschäftigung. Kann man mal herstellen. Was haben wir da? Klimaanlage, Kräuterwitterungsmarker. Also das Essen haben sie, Futterbox, Beschäftigung, Sprinkler, Pappkarton, Reibsäule, das haben sie sicher gerne. Brauchen die nicht noch irgendwie ein Wasserloch, ein Schlammbad? Das wäre doch cool, da irgendwo vorne, dass sie da nicht spielen. Aber warum ist das blockiert? Hä? Das will mal beenden. Ich kann irgendwie hier nie noch etwas setzen. Hier. Irgendetwas ist noch nicht just mit dem Zaun. Item, da kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Das Trinken fällt doch noch safe. Wasserleitung. Schlammbad. Hier, das wäre doch sicher unsere Freude. Also wenn ich ein schwarzes Schwein wäre. Ich wäre den ganzen Tag im Schlammbad. Dann können wir den noch mal wegnehmen. Oder verlegen. Haben wir den irgendwo hier. Blockiert. Durch was blockiert? Hä? Durch die Warzenschweine oder wie? Das check ich halt jetzt echt nicht.
Oh, da kommen schon Leute so. Nice, geil. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Gibt noch nichts gesehen. Mist. Jetzt kann ich den wieder nie setzen. Schnell, es geht echt nicht. Wie geht es jetzt denn? Gehege. Ah, Pflanzen fehlen noch. Unstabiler Rückzugsort. Ja. Aber hier sieht ja keine rein. Also ist es ja schon ein Rückzugsort, aber der muss vielleicht mehr überdacht sein. He? Ich mache einfach noch ein zweites so kleines her, oder? Vielleicht will die nicht zusammen pausen. Vielleicht will die jeder sein Zushütchen. Kann natürlich sein. So. Ist das jetzt besser? Okay, jetzt fehlen eigentlich nur noch Pflanzen. So. Pflanzen fehlen. Das sehen wir hier. Wir haben ideale Pflanzen aus Afrika. Dann gehen wir hier auf Natur. Dann gehen wir hier Afrika. So, nein, kann ich nicht. Biome, Graslandschaft und Tropen. Felsen, Pflanzen. Müssen wir jetzt ein bisschen ausprobieren, was sie gerne haben und was nicht. So ein bisschen erfahren. Das sollte ja auch nicht zu kacke aussehen. Vielleicht, weil sie da hinten noch ein bisschen mehr versteckt sind. Vielleicht spüren sie die Blicke der Besucher gleich. Okay, da ist ich nicht gern. Tattoo-Palme. Haben sie nicht gern. Mist, aha, hier, Tags, afrikanische Wüste. Das ist jetzt von Tattoo-Palme. Kann ich denn nicht die idealen Pflanzen aus Afrika? Baupläne, Filter, Biome, Graslandschaft, Tropen, Kontinent, afrikanisch. Warum sie da an- und abstellen, weiß ich nicht. Weil ich denke, vielleicht tut es die Auswahl einschränken, tut es aber irgendwie nicht. Also, aber das sollten sie ja eigentlich alles, was hier drin ist, jetzt, sollten sie eigentlich gerne haben. Oh, da, was ist das? What? Ja, genau. Digga. Nein. Hier, so etwas. Easy. Alter. So, okay, die haben sie gern. Bananenstudie. Die haben sie gern. Eine zweite Bananenstudie, so ein bisschen kleinere, also ein bisschen drinnen ist. Jetzt noch eine ganz kleine. Ja, perfekt. So. Alter, wie viel Bepflanzung wollen die? Fahren. Ja, das ist gut jetzt kommt. Hast du gesagt, gar nicht mehr. Kann ich da auf das Dach pflanzen? Ah Mann. Kann ich vielleicht die Mauer irgendwie da mit Gras verkleiden, so klein. Ah, das haben sie gern. Das haben sie hure gern. Machen wir doch da jetzt so ein bisschen Busch. Aber immer noch viel zu wenig Bepflanzung. Hey, wie soll ich so viel bepflanzen? Gut. Dann müssen wir ein bisschen drehen. Gut, sie wollen natürlich vielleicht ein bisschen Schatten. Ah, unser Schlammbad haben wir jetzt noch nicht gemacht. Mist.
Gut, machen wir dann noch gut. Hallo, pass auf. Das ist ein halber Dschungel, ehrlich. Jetzt mal das sieht, ja, nein, das sieht von außen riesen Kacke aus hier. Warte jetzt mal, das geht also nicht. Also. Reinrahmen, wie sieht das aus? Ich meine, ich habe nichts dagegen, was über die Wange kommt, aber durch die Wange durch ist ein bisschen too much. So. Besser, wie sieht es da hinten aus? Ja, ist klar! Oh Gott. Weißt du was? Ich mache das anders. Dann müssen wir schon gleich mal schauen, dass wir mal ein bisschen Geld verdienen. Da. Mein Gott. Liebe Leute. So. Wie habt ihr's? Ja, schweig. Ah, die Pflanzung wird schon auslängen. So. Okay. Ich würde aber vielleicht hier noch etwas her tun. Ja, also so etwas. Da kann ich leben damit, aber es nicht der halbe Dschungel wird. Ist das ein bisschen... Ah. Die gerne Brennnessel. Was ist mit ihnen? Wer hat gerne Brennnessel? Gut. Oh nein, da. Ein bisschen kehren. Ein bisschen so. So. Ist doch ganz okay, oder? Aber jetzt würde ich gerne den. Durch was wird der blockiert? Ich check's halt einfach nicht. Das schmeißen wir noch eine Schurte fort. Ich will jetzt einfach so ein Matschbad. Das spendieren wir jetzt einfach. Wenn ich es irgendwie reinbekomme. Und ich weiß auch nicht, durch was es hier alles blockiert ist. Das check ich halt echt nicht. Ist das, weil irgendwie Viecher da sind, oder? Ah, hier ging's. So. Das Trinken fällt mir noch, hm? Wasserschüssel, Wasserleitung ist glaube ich besser, weil dann haben sie einfach immer zu saufen. Da muss man nicht, da können sie mir nicht verdursten, weil irgendwie einer vergisst die Schüssel aufzufüllen. So, kann ich jetzt den noch irgendwo... Warum kann ich den hier nicht herstellen? Der halt nicht. So. Ich glaube, das sind wir soweit fertig. Mit unseren Warzenschweinen. Ich glaube, jetzt passt es noch. Jetzt haben sie mehr längs Gras brauchen sie. Okay, könnt ihr haben. So. Passt das? Yes. Pflanzen sind gut. Jetzt ist nicht das Gelände wieder zu klein. Willst du mich verarschen? Das ist ja auch Gelände hier, oder zählt das von den Büschen weniger? Oh Mann! Wegen diesen paar Quadratmeter, komm schon! Also komm. Nicht, dass es nachher heisst, wir haben da unsere Viecher nicht gut behandelt. So, und jetzt ziehen wir das Ganze noch ein bisschen raus. Geht nicht, wegen. Wegen, warum nicht? So weit geht's mal. Dann geht's wieder. Okay. So. Kann jetzt das wenigstens als
als Ganzes schieben, bitte. Ja, kann ich. Okay. Was ist das für ein Ding da vor dem Boden? Niemand weiß. Die komische Kiste, oder was? So. Jetzt tun wir hier noch einen Schlafplatz rein. Ich glaube, die Folge ist schon wieder viel zu lang, vermutlich. 36 Minuten. So. Wehe, das passt jetzt nicht. Mann, unsere schöne Stute, die wir da jetzt müssen wir da alles wieder umtischen. Kann ich die nicht alle 3 nehmen? Vermutlich nicht, he? Okay. Das ist die grosse. Das ist die mittlere. Und das ist die kleine. So. Also über die Grösse vom Cake kann jetzt niemand mehr motzen. Oder? Gut. So. Du musst mich verarschen. Das hat es noch nicht angepasst, oder? Rechnen? Yes. Stabile Rückzugsort. Und wenig Geld. Mann, wir haben noch nicht mal angefangen. Es gibt nicht genug Rückzugsorte für alle Tiere. Mann, wir haben 2 Warzenschweine. Und 2 so riesen Dinger. What's your problem? Ja. Oh oh. Egal, wir lassen es einfach mal so. Das ist 3 noch durch. Jetzt lassen wir das mal laufen. Oh, und die Leute sind schon am Schauen. Nice. Ah, was wir unbedingt müssen, genau, wegen Geld. Das machen wir jetzt so schnell, ne? Hör auf. Wirklich. Ich darf nicht P drücken, ist scheiße. Sonst stelle das Spiel, die Aufnahme ab. Ich will. Mist, die finde ich jetzt niemals, ohne dass ich P drücke. Das sind alles Köderkübel. Hier. Spendenbüchse. Etwas vom Wichtigsten. So. Die Leute sollen hier die Schweinchen anschauen und dann schön Cash spenden. So. Wichtig. Wichtige Einnahmequelle. So. Und jetzt sage ich, wer war das gewesen? Meine Damen und Herren. Wie kann ich die Kamera drehen? Das geht nicht. Irgendwie was geht nicht. Mist. Auf jeden Fall. Ich wünsche ich einen wunderschönen Tag. Merci fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da, den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und 40 Minuten, es tut mir leid. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Zoo Planet. Wir werden schauen, wie es unseren 2 Warzenschweinen weitergeht und ob unser Zoo überhaupt wird überleben. Wir haben Klima kein Geld mehr. Kümmern wir uns alles darum, das ist in Zukunft Simon sein Problem. Merci vielmals, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Timo G. Bis gleich. Ciao.